Der Wickerl wirft der preisischen Apothekerin für, dass er mit der Lieb für einen Narren gehalten hat. Aber schließlich gibt es nachher frei für den Gregor. Die Leni hängt einen Schmuck für Weihnachten in Michi seine Werkstatt ein und der baut ihm nachher ein wenig um. Am Vogelhof ist eine Katz zugelaufen und Sarah hält's in ihrer Kammer. Da versteckt sie sich eine Zeit lang, aber sie taucht wieder auf und nachher geben sie es ihren Herrli zurück. Die Rosi möchte mit der Gmorschreiberin im Wirtshaus Lieder singen, aber die traut sich nicht recht. Am Schluss kommt's aber nachher recht gut an. Der Till sucht für seine preisliche Gspusi ein Geschenk auf Weihnachten und sie bringt ihm auf die richtige Idee, ohne dass er's gespannt. Danach sucht er für seine Schwester ein Geschenk auf Weihnachten und da machen sie miteinander ein Hörspiel, das wo sie schon seit ihrer Kinderzeit auswendig gelernt haben. Das Bärli sucht für seine Alte ein Geschenk auf Weihnachten und schaut heimlich, was das er von ihr kriegt. Da verschaubt er sie aber und schenkt ihr eine kindische Wärmflaschen. Die preisliche Apothekerin hat ein Weihnachtslied als Ohrwurm drin und wird ihm nimmer los. Drum singt sie ihm nachher mit ihren Freundinnen laut auf dem Christkindlmarkt. Leni möchte am Heiligen Abend mit seinen Alten zu einem Musikspiel auf Minge einfahren und der Hubert möchte mit der seinigen Skifahren. Stattdessen machen sie aber aus, dass im Wirtshaus für die Uri ein besonders schönes Weihnachtsfest herrichten.